Talk it like Loose D. Schau, jetzt wird's wild. Der Anfang wird wild, Bro. Der Anfang wird wild. Ladies and gentlemen, Lucy! Lucy! Oh, hey, hey, what? What? LUZD, LUZD. Wir sind da! Wieder back! Yes, baby! Das Intro für eine Hochzeit, jedes Ja, ich Mal. schwöre, das muss mal jemand ablassen. Yo, 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 ladies and gentlemen. Grüezi miteinander. Wir dürfen sind- da wieder willkommen heißen. Es ist Mittwoch. Voll viel, Absolut. wenn ihr das hört. Yeah, wir sind back in the building, back in the house, back in the alles, back in the podcast. Und wir sind natürlich, wie wir haben gemerkt, die letzten 2 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben wir ein bisschen Angst gehabt. Darum haben wir heute einen Security dabei, einen Sicherheitsmann. Absolut. Der Dennis ganz andere Simani ist da. Herzlich willkommen, Dennis. Danke dir vielmals. Hallo zusammen, danke, merci. Yeah! Hey, merci vielmals, dass du Zeit genommen hast. Ja, voll, danke Wir, vielmals. Wir appreciaten das auf jeden Fall. Danke euch für die Einladung. Ganz gerne da, freue mich auf den Podcast. Freust du jetzt auf die 4 Auf die Stunden Frage. aufnehmen? Ja, 4 Stunden jetzt da sind. parat. Bis nächste Training, geht direkt musst du gehen von da. Ich hätte einfach ja, ganz oben so. Ja, Bro, Drahtstanden. wir wissen ja natürlich, wer du bist, aber willst du dich selber kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du? Ja, der Name hast du schon gesagt. Ich spiele beim FC Luzern. Seit ein paar Jahren Profifußballer. Sonst ein ganz normaler Mensch wie alle anderen. Das war ein wunderschönes Intro gewesen. Aber Nice. ich denke, bevor wir gross anfangen, müssen wir noch schon noch gratulieren, oder? Dennis ist Vater geworden, hat geheiratet das Jahr. Merci Oh, vielmals. da noch eines, ja, da kommt eines. Also eigentlich, Hey, schön, mega herzig. Gratuliere, congratulations. also eigentlich sitzen jetzt da 3 verheiratete Männer in einem Hinterraum am Auch Lästern geheiratet? wie du, ne? Auch geheiratet das Jahr, oder was? Nein, schon vor 2 Jahren. Ah, wir haben für das Jahr geheiratet. Ah ja, dein Bruder, dann hat dein Bruder das Jahr geheiratet. Nein, auch letztes Jahr. Auch letztes Jahr. Ja, Ah, so viele, ja, letztes Jahr. okay. Nein, das vor ist- 2 Jahren. Das ist jetzt kritisch, Ja, das ist schwierig. Schon erst einmal rausschneiden. Ja. Erst einmal rausschneiden. Ja, das ist gut. Nein, ich weiß im Fall gar nicht, in welchem Jahr das war. Aber er ist schon, ich glaube, vor mir gehört. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ich fand viele Leute, ich merke es immer, ich habe das gar nicht gemerkt, weißt, viele Leute schauen im Fall voll auf den Ring, die ganze Zeit. Ah, Weißt du, ich meine, so, ich habe mich nie drauf geachtet. Nein, ich auch nicht. Nie. Aber, Aber wenn es um das Thema geht, dann. ja. Ja gut, dann sowieso. Ja, Ja. genau. Aber es ist auch sowieso so, mich hat noch nie ein Mann gefragt, zeig mal deinen Ring. Ja. Das heißt, jede Frau, Ja, voll. Voll. so meine Cousinen und so, zeigt gerade direkt den Ring. Ich meine, amigo, man, so speziell ist er jetzt nicht. Ja, weißt du, normaler so, dass er- Ring. dass Ja. der Krebs Bei den hat oder Frauen so. ist es ein bisschen anders, gell? Ja, wir sind ja nicht so special wie alle anderen. Ja, einfach so zum ein bisschen zusammenfassen, dass die Leute ein bisschen wissen, was das heisst, Fußballer. Gossau Jugend gsi, Station in Basel, GC, Brühl, über Rappi ein paar Jahre, dann in Manduz gsi und so ist eigentlich mehr oder weniger dein Werdegang gsi zu Luzern, oder? Ja, genau. Ja, so ist es gewesen, ja. Viel auf und ab gehabt. Nicht so eine normale Karriere gehabt, viel selber ein bisschen im Weg gestanden. Vieles ein bisschen, ja, sogar noch eine Zeit lang geschafft, 80%. Ah, okay. Ja, Also du bist, Also ein Profi gewesen und geschaffen. nein, es hat auch Zeiten gegeben, wo ich nicht Profi war. Ah, okay. Es ist Zeiten gehabt, Profi und dann wieder geschafft. Manchmal auch ein bisschen selber nicht gewusst, ob ich Okay. jetzt ganz Profi wird sein und ja, es war immer ein bisschen auf und ab gewesen. Und dann eigentlich Profi gewesen bis Basel, also GC Basel Jugend und dann zu Rappi und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. wo die in Rappi, welche Liga ist das gsi? Boah, das war erste Liga Classic gewesen. Ah, Das okay. ist die 4. höchste Liga. 4. Liga. Ja, ja und dort, das ist ein Nebenverdienst, weißt du, das ist. Ja. Mhm. Und dann habe ich wieder gearbeitet, dort wo ich die Lehre gemacht habe, wo ich sehr viel zu verdanken habe, dass ich jedes Mal, wenn ich es gebraucht habe, ich wieder zurückgehen. Ah, mega Ja, gut. super, mega Betrieb gewesen. Und dann mit Rappi aufgestiegen bis in die Challenge League, dann wieder Profi gewesen. Und dort habe ich auch noch nebenbei weitergearbeitet. Okay, als was, wenn ich frage? Haustechnikplaner. Ah, okay. Ja, Du hast die Lehre genau. gemacht als Haustechniker. Ja, genau. Ah, okay. genau. Und dann, und der hat mir auch dort mal ermöglicht, dass ich überhaupt auch zu GC gehen.
Ah, wow. Weil der Betrieb ist in Gossa, St. Gallen war. Schon gerade um die Ecke. Ja, genau. Ah. Und dann habe ich nur in die Schule müssen. Sie haben mich unterstützt. Habe ich können... Also was, du hast gar nicht mehr müssen arbeiten? Nein. Wirklich, nur in die Ja, Schule? nur in die Schule. Also war jetzt von der Lehrzeit, oder? Ja, genau. Haben sie dir einfach gesagt, Ja, genau. Ah, Dort habe ich, eben, dann habe ich da Glück gehabt mit dem Chef, dort, mit dem Lehrbetrieb, wo jetzt, soviel ich weiß, sogar aufgehört hat jetzt mittlerweile. Okay. Und ja, da habe ich da Glück gehabt, sonst hätte ich glaube da gar nicht können machen. Ja. Und dann ist es so gewesen, dass ich die Lehre hat 4 Jahre gehabt. Dann nach 2 Jahren hat mir der Lehrmeister gesagt, hey, es ist auch ein bisschen finanziell für uns. Ja. Willst du an der LAP oder willst du abbrechen? Weil die Noten sind nicht so, sind nicht so gut gewesen. Okay. Ja, und dann habe ich dort mal die Chance gehabt, zum zu Brühl zu gehen. Die sind in die Challenge League aufgestiegen. Und die haben eben am Abend trainiert. Die haben keinen Profibetrieb gehabt. Das war keine Profimannschaft gewesen. Okay. Die sind aufgestiegen. Und dann habe ich dort am Abend, also am Tag normal können, nicht gearbeitet, richtig. Ja, fast ein Jahr lang nur gelernt für die LAP. ja. Okay. Damit ich die bestehe. Mit dem Lehrmeister zusammen viel. Und dann habe ich das Jahr in Brühl gespielt. Ja. War fußballerisch nicht so gut, aber ich hatte die Lehre, kennst du ja die albanische Ja, ja. Eltern, die Lehre muss fertig werden. Muss. Ja. Nein, Nein, zum Glück, im Nachhinein zum Glück. Ja, Ja, ich glaube ja. Ich im zweiten Lehrjahr, nach dem ersten, habe ich eben zu GC können. Ich hätte am liebsten sofort abgebrochen, aber nein, zum Glück hatte ich die Möglichkeit gehabt, dass ich auch die Lehre fertig machen konnte. Und dann, nach Brühl bin ich dann, ist die LAP fertig gewesen. Irgendwie bestanden. Das Ja. ist, glaube ich, das härteste Jahr gewesen, so. Wo ich, Was heißt das denn? Wann bist du denn wieder Profi? Wie alt bist du gewesen, wo du wieder Profi bist? oh, So richtig Profi. In einer erst also Challenge League ist es. Ja, Challenge ist schon- League ist schon Profi ja, eigentlich, oder? ist schon Profi. Ja, ist schon Profi, ja. Okay. Das heißt, du bist von Amateur wieder Profi, Halbprofi, Amateur, genau. immer hin und her. Ja, immer hin Aber und du her. hast nie aufgegeben. Nein, nicht, ich habe immer das Ziel gehabt, dass ich da gerne in der Super League spielen will. Oder in der Challenge League in einer Mannschaft, die vielleicht oben mitspielt. Und da ist ja dann so weit gekommen, dass ich dann sind wir mit Rappi abgestiegen von der Challenge League. Ah, okay. Und dann habe ich zu Vaduz. Und In da dem ist Jahr, super wo gewesen. wir abgestiegen sind, hätte ich noch ein Vaduz. Ja, genau. Wir sind abgestiegen und dann habe ich zu Vaduz. Und da ist für mich ein super Schritt gewesen. Ja. Zu einem super Verein, wo auch in der Nähe ist von mir, wo ich daheim war. Und habe nicht mehr müssen zügeln und weg von daheim, ja, bis Umfeld gehabt. Das ist super gewesen. Also schon nicht der klassische Profiweg, so Nein, voll nein. einfach. Also voll einfach ist es so oder so nicht, aber nicht der Jugendmannschaft nein. Basel aufgekommen, dort Ja, genau. Stammspieler, sondern heavy durchgekämpft. Ja, durchgekämpft. Und irgendwann habe ich eigentlich auch gedacht, eben nach Basel, dort mal ist schon noch recht schwierig gewesen, die Superliga. Ich meine, die Konkurrenz ist riesig gewesen bei Basel. Was bist du für ein Jahrgang? 91. 91, ja. Ja. Okay. Und bei Basel ist bis zu 21. Mhm. Und dann, die erste Mannschaft war einfach schwierig gewesen. Da musste ich eingesehen, weil der Konkurrenzkampf ist so groß war. Dort mal hat, Da war Basel ja noch stark gewesen. ja, dort haben sie noch Champions League. Champions League spielt regelmäßig oder Minimum Europa League. Da machen sie das aktuell nicht mehr. Nein, jetzt momentan haben sie andere Sorgen. Ja. Ja, und so. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich durch das, dass ich die Lehre abgeschlossen habe, ich eigentlich wieder wollen, weiter mit der Schule machen. Okay. Eigentlich war mal das Ziel, gewesen, vielleicht mal BMS machen oder mal schauen, was das nächste könnte sein. Habe ich eigentlich so wie ein bisschen abgeschlossen mit Fußball. Okay. Wenn hast du denn gewusst, wenn ist denn für dich der Moment gewesen, wo du gewusst hast, Minga, ich kann Profi werden? Ist das früher schon gewesen oder erst relativ spät? Ja, ich glaube schon, dass ich ja schon immer gewusst, dass ich Super League spielen könnte. Muss ich ehrlich sagen. Das Mindset ist da gewesen, Ja, einfach. genau. Ja, schon denke, dass ich da kann. Mhm. Und, aber halt vielleicht auch, bei mir ist vielleicht die Jugendzeit ein bisschen länger gegangen als bei ein paar anderen. Ich habe ein bisschen halt auch Sachen gemacht, viel rausgegangen. Ja. Habe nicht auf alles verzichtet, um richtig Profifußballer zu werden. Und darum habe ich vielleicht auch so einen Weg müssen machen. Aber ich finde es mega interessant, weil ich weißt, wenn jeder hat vielleicht einen Kollegen, wo du denkst, der bringt so wird Profi, und dann hat er eben vielleicht eine Verletzung oder eben hat er andere
Prioritäten, die er setzt. Aber weißt, bei dir, ich finde es auch interessant, du bist wieder Amateur gewesen und dann wieder Halbprofi, wieder Profi. Weißt du, so, dass das wieder aufschaffst, das ist das Schwere. Weißt du, hast voll nicht immer daran geglaubt. Ja, da ist Vor es. allem, ich finde vor allem mal beeindruckend, weißt du, dass du dann nicht am Arbeiten bist, wieder arbeiten, Ja, dass du genau. das Ego selber besiegst. Voll. Ja, eigentlich schon früher nicht. Also eigentlich muss ich ehrlich sagen, habe ich nie wollen, also nicht gegen Challenge League oder irgendeine, also gar nicht. Ich habe am meisten Spiele von meiner Karriere der Challenge League gemacht, wo super Liga ist, wo auch Qualität oder das Niveau schon recht hoch ist. Habe ich eigentlich nie wollen. Ich habe immer gesagt, als ich bei Basel war, habe ich immer gesagt, entweder schaffe ich es richtig. Und ich mache eine richtige Fußballkarriere. Und verdiene auch mein Geld mit dem. Normal, also richtig, weißt du. Und dann, habe ich gemerkt, nein, es wird schwierig bei Basel. Ich habe vielleicht auch ein bisschen zu früh aufgegeben. Ich muss schon ehrlich sagen, hätte sich vielleicht gelohnt, um ein bisschen dranbleiben. Aber man weiß ja nie im Nachhinein, weiß nie, wie der andere Weg gewesen wäre. Und ich wollte sicher gehen, ich wollte, dass ich regelmäßig richtig Einkommen habe, nicht so einen Lohn haben, der nebenbei ist. Was ist meinst Weil, oder halt mit der Schule weitermachen oder mit Arbeiten. Das ist eigentlich dann das Ziel. Ich immer denke, entweder mache ich das oder das richtig. Und dann hat sich die Chance ergeben, zum Rappi zu gehen. Die haben Ambitionen gehabt, zum Aufsteigen. Da habe ich ja gleich auch immer gehabt. Ich wollte nie aufhören mit Fußball und wollte so hoch wie möglich spielen. Ja. Aber dann habe ich mich wirklich entscheiden, dass ich. Weil es gibt ja so viele junge Spieler, die so talentiert sind und wo nur immer auf Fußball setzen. Und dann vielleicht, da ich zum Beispiel jetzt nicht will, dass ich nachher mit 25 denke, Scheiße, ich hätte vielleicht lieber so in der Zeit auch genau arbeiten oder vor der Schule machen oder so. Weil vor allem, es ist ja sehr früh, wo du dich entscheiden musst, ich gehe voll auf Fußball und ich auf alles verzichten. Ja, genau. Oder nicht? Du merkst genau, du trennst sich so voll viel mal. Ja, voll. Und bei vielen, bei Pannen ist es aufgegangen, aber die sieht man jetzt vielleicht in der Nazi und so, wo der aufgegangen ist, aber es hat auch viel, wo nicht aufgegangen ist. Und dann mit 24, wenn du vielleicht schon eine eigene Wohnung hast, ein eigenes Auto, dann musst du noch eine Lehre machen. Geht es nicht so ganz auf. 91 Jahrgang, hast du mit dem Jack auch gespielt oder in der Jugend? Nein, als ich zu Basel gekommen bin, hat er schon den Transfer gemacht. Er und Shakiri sind beide in dem Sommer weg. Hat dein Umfeld dich auch unterstützt, dass du nicht aufgehst für deine Profikarriere? Oder? Ja, maximal, ja. Schon. Voll. Der Randy kennt ein bisschen die Jungs von mir und die habe ich bis heute noch. Voll auch meine Eltern, mein Vater hat mir irgendwie nie Druck gemacht, um zu sagen, mach Profi oder mach das und mach das. Er ist, auch als ich bei Rappi gespielt habe oder bei Brühl, ist er gerne Spiel schauen gekommen. Mein Vater die größte Legende. Wenn du ein Match gehst, von ihm schauen, du siehst einmal so am Strahlen. Der ganze Match so am Strahlen. Oder am Rauchen. Aber irgendwie am Lachen und Rauchen gleich der einzige Mensch, der das kann. Beim Lachen rauchen. Riesenlegende. Sehr gut, sehr gut. Ich auch immer, jedes Mal, wenn ich ein Match gehe, von ihm schaue, ich bin jetzt, nicht so, ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Match bei Saisonkarte habe, aber ich bin schon ein paar Matches schauen. Ich schreibe immer in die Gruppe und es sind immer locker 5, 6, 7, 8 Leute von Ostschweizer umeinander. Die Regionen sind immer dort, jedes Mal. Ja, das ist echt, das ist geil. Das ist schon. Das ist heavy. Schon bei Dutz schon so gewesen? Ja, das ist auch in Rappi so gewesen. Es spielt ja irgendwie auch keine Rolle, wo du spielst. Wenn ein Kollege von mir Drittliga spielt und ich habe Zeit zum schauen oder wenn ich jetzt kein Match hätte, dann macht es ja Spaß. Ich gehe wegen dem Kollegen und nicht wegen dem Stadion oder wegen den Zuschauern. Logisch ist es geiler, wenn du in einem vollen Stadion gehst und es geht um etwas. Dann ist es sicher interessant. Vor allem, er kommt immer reden nach dem Match. Wenn es nicht gewonnen haben, siehst du es einfach nicht. Dann ist es schwierig. Ja, ich denke Sollen wir das ein paar... Bist du ready für den ekligen Part? Ja, ein bisschen abschweifen. Ich bin brutal ready für den ekligen Part. Der weiss aber. Du hast das gute Glück heute, dass wir stellen dir ein paar Fragen und Randy sagt dir gerade, was du kannst gewinnen. Also, schau, wenn 2 Fragen richtig beantwortest. Bro, wenn 2 oder 3 Fragen richtig beantwortest. 2, okay, ist gut. Dann kommst du ein Ticket über für den FC Luzern zum Match schauen. Auswärtsblock. Stehplatz. Ja, gern. Würde ich auch mal gern. Wäre auch mal nicht schlecht. Ja.
Dann weißt du mal, wie es ist für uns, wenn wir den Match kommen, gut, nein, wir sind nicht Auswärtskurve. Also. Bro, ich habe für mich die brutalste Frage. Wir haben noch nie so eine geile Frage gehabt hier im Podcast, muss ich ehrlich sagen. In deiner ganzen Karriere, wie viele geile Karten hast du bis jetzt geholt? Was meinst du? Boah, viel. Ja, viel unnötige. Boah, Eine Zahl. Irgendwo mal schätzen. Schau, zum Vergleich, dass du irgendwo checkst. Also ich rede jetzt nur von transfermarkt.ch, ich kann natürlich nicht die Seite sehen. Wenn ungefähr sind es 420 Spiele, so irgendetwas. okay. Die auf Transfermarkt Ja. gelistet sind. So die Ja, heute alle GC, Basel, Brühl, Rappi Spiel, Alle. Vaduz. Etwa 100. Ja, das war die erste Frage. Also schau, erste Frage. Er sagt 100, das sind 147 Gel, 8 mal Gel-Rot, also noch dazu 155 Gel eigentlich und dann noch 5 mal direkt 5 rot. rot. Direkt. Ui, ja, Aber ich sage dir ehrlich, die meisten von meinen Kollegen tun nicht mal so viel Zähne putzen im Jahr, wie du Gel geholt hast. Legende. Also gehen wir zu der nächsten Frage. Wie lange bist du im FCL jetzt? seit jetzt 2 Jahren. 2 Jahre, Ja, okay. genau. Wann ist der FCL gegründet worden? Das zweite Mal, wo geschnitten wird. Ja, da musst du sagen. 1901. Boah! Riesen Luzern Boy, ja? Fans sind gute Arbeit gemacht, mit den Schildern. Brutal. Jetzt habe ich gemeint, ihr macht Faxen, weißt du? Quasi richtig. Richtig, ja. Also, erste richtig. Oh, mich hätte immer noch Ding auseinandergenommen. Und dann, als ich es gesehen habe. Einfach 50 daneben vor. Bro, ich habe noch nie einen Match von dir gesehen, der nicht Geld geholt ist. Ja. Ich habe noch nie im Stadion gesehen, wo du nicht Geld geholt hast. Das ist gut möglich. Ich bin wirklich auseinander. Schau, die zweite Frage, die wild ist. Und die weißt 100%. Ja, die Und ich bin voll sicher, dass die weißt. Ja, voll. Bro, wie viele Parkplätze hat Swiss Par Arena? Parkplatz. Im Tiefgarage. Nein. Parkplatz. Nein, dort für Gäste, weißt Soll ich einfach eine Zahl sagen? du? Ja, was schätzt du? Boah, ey, das ist peinlich euch. 4000. Bro, 99. Du sind 99, Bro, das Swiss Par Arena. Ja. Ja, ui, da bin ich, Ja. da bin ich weit weg. Was? Da bist du sogar näher gewesen mit der geilen Karte Ja, als mit ja, dem. das Bro. Das ist- ist schon mal... Also, die letzte Frage, die ist leicht. Was? Die ist ganz leicht. Wie viel Plätze hat man in der Swiss Par Arena? 15.000. Sind ein bisschen mehr. Du hast jetzt wahrscheinlich nur mit den Heimfans Ja, voll, gerechnet. voll. Das sind 16,5. Ja, 15.000 voll. sind wahrscheinlich nur die Heimfans. wenn man- Genau. Ja. Aber ja, ist gut. Lassen wir Ist, noch ist zählen. riesig. Ja, Wenn den wir die teilen Tickets- wir teilen wir Also, zählen. ladies and gentlemen, du hast die Tickets gewonnen. Wir kommen damit. Wir holen 3. Du bist am Spielen, kannst nicht kommen, aber mal irgendjemand. Auch easy. Geschäftsauslage. Spesen abrechnen. Ja, voll. Aber wie jetzt, was du gesagt hast, wegen Profi, das jetzt schon seit 1,5, 2 Jahre, wo du bei Luzern bist. Ja, 2. Was ist so ein Standardalltag beim FC Luzern? Wie sieht das aus als Profi? Ja, Wie können wir uns das vorstellen? Also nicht? ja, also am Wochenende ist eben meistens Training oder Spiel. Also meistens, also es ist immer so Training Samstag, wenn wir am Sonntag spielen, dann ist Montagmorgen Training. Dann meistens auslaufen, wenn du gespielt hast, hast ein bisschen lockeres Training, ein bisschen erholen vom Match. Dann hast du meistens 2 Tage nach dem Match, hast am Dienstag frei, den ganzen Tag, und dann kommst du am Mittwoch ins Training am Nachmittag. Wieder Einstiegstraining. Meistens haben wir einmal in der Woche, 2-mal am Tag Training. Und sonst, Training viel halt wirklich erholen. Und jetzt, ein bisschen im Alter braucht es ein bisschen mehr zum Erholen. Ja. Und dann, wirklich ein bisschen, erholen, viel geht. Es klingt immer so wenig, nur Morgentraining, Nachmittag frei, aber es ist meistens bin ich erst beim 2 daheim. Und dann essen, vielleicht ein bisschen schlafen zum Erholen. Wie so, seit Vater bist, wie
ist es strenger geworden im Training, ist mehr Mühe? Oder wie bringst du beides unter den Hut? Nein, strenger ist es nicht geworden, definitiv nicht. Es ist eine riesige Umstellung einfach. Jetzt bist du nicht mehr so spontan und kannst... Schnell in einen Podcast kommen. Ja, doch, da geht immer. Nein, aber am Nachmittag kannst du nicht einfach schnell liegen und schlafen. Wenn der ein bisschen vielleicht wach ist, dann willst du auch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Ja, absolut. Ja. So viel Zeit wie möglich. Und wenn er schläft, liegst du vielleicht auch ein bisschen an. Ja, sonst nicht. Ist nicht mein Part, das macht die Frau. Was für ein Balkaner. Das ist gut. Nein, es ist nicht gross. Ich habe einfach mehr Freude zum Heimgehen. Ja. Schnell wie möglich heim. Ja, das ist schön, sicher, wenn ein kleiner ist an der Frau. Ja. Gehen wir mal ein bisschen intimer ins Team. Erzähl mal sonst ganz etwas. Habt ihr so ein Teamritual, wo ihr in der Mannschaft habt, vor jedem Match oder was auch nicht? Vor jedem Ja, Training? also in der Garderobe läuft immer Musik. Alles ein bisschen, von afrikanischer Musik. Wer ist schon ein DJ? Haben wir einen, oder ist? Ja, es hat 2, 3, der Ardon Yashari ist einer, der Ismail Weka. Aber jetzt ist er leider verletzt, ist nicht rum. Der Max Meyer. Und dann hört ihr So ein bisschen Albanisch Querbeet, hört ihr auch? Ja, alles. Ja, 90% Albanisch. Talo? Aber das ist, glaube ich, nicht nur bei uns so. Ja. Bro, das ist auch bei uns die ersten 10 Gäste, das sind alles Albaner. Ja. Meine Leute meinen, ich bin konvertiert oder so, einen neuen Pass bekommen. Nachher kommt einer, vorher war einer ja. Jedes Mal, ja. Jedes Nein, Mal. nicht Auch, ist er. auch Albaner gewesen. Ja, vorher. Und jetzt kommt Ja, der eine andere. Woche vorher, jetzt kann man so sagen, ist ja schon, wenn die Folge rauskommt, ist Ja, die voll. ERZ ja schon der Arber Ja, ist schon genau. Arber ist gewesen. Der letzte, Der kommt jetzt. der kommt dann. nachher. Ja, der Und kommt nachher. Ja. Nächste Woche haben wir noch. Aber nächste Woche ist nachher. Ja, nachher keine mehr. Dann Andere. ist der fertig. Nachher ist für Das 6 ist Jahre Europa, fertig. 6 Jahre Pause. Haben da genug gemacht. Nein. Geil. Ja. Und wie lang vorher sind das so am gute Stimmung, good Vibes in der Kabine? Was So mit Musik? Vor dem Training? Und vor dem, ist das auch während dem Match auch oder nur im Training? Nein, während dem Match ist auch. Während dem Match ja. auch? Also Ja. auch in der Pause und so wird Sound laufen, oder? Nein, Pause nicht. Aber vor dem Nein. Match so. Vor dem Match ist Musik, jede. Ja, bei 20, 20 Spielern ist es schwierig, dass alle die Musik Ja, ja, Kopfhörer das ist auch drin. Ja, ja. Jeder lässt vielleicht ein bisschen sein, aber sonst läuft immer Musik. Wir gehen meistens ins Hotel zuerst, vor dem Match, wir haben eine Besammlung, bis 6 bis 8 Stunden vorher. Mhm. Und dann gehst du ins Hotel, essst, erholen wieder, schlafen. Mhm. Oder jeder halt ein bisschen, was er braucht. Ist immer ein bisschen individuell. Mhm. Und nachher kommst du in die Garderobe, Musik, jeder zieht sich um. Aber wann bist du im Fokus, im Tunnelblick hinein? Ja, ich glaube, dann, wenn du ins Stadion kommst. So, Ja, ab dann, wenn du ins Stadion reinfährst. Ja, genau. Wenn du ins Stadion kommst, dann in die Garderobe umziehen, dann bist du schon recht. Dann ist schon das erste Mal Ja, eine geile schon Karte im Kopf. Ja. Dann siehst du- Nein, dann bin ich noch am sagen, hoffentlich kein Heute Hit, aber es ist meistens schwierig. Ja, manchmal ist es schwierig vom Platz. Ja. Aber Du gehörst schon eher, wenn man das so sagen darf, schon eher zum überdurchschnittlich aggressiven Ja. Spieler, wenn man das so. ja. Manchmal würde ich Wie herzig, das wird weglachen. Nein, manchmal würde ich lieber keine geile Karte holen. Ja, auch schon ganz viel dumme geile Karte. Diskutierst du auch viel mit dem Schiri noch so Sachen? Ja, jetzt, ich muss sagen, jetzt die Saison habe ich mich schon recht beruhigt. Mhm. Aber sonst ja, viel, ja. Viel Fouls, viel auch diskutieren und das ist manchmal ein bisschen unnötig. Das hat mich schon ein paar Mal gefragt, wenn der Schiri dir etwas pfeift, geil gibt oder was auch immer. Wenn du mit dem diskutierst, bringt ja gar nichts. Nein, gar Bringt nicht. Hardcore Nein, nicht. gar nicht. Du musst Gar einfach schnell die Emotionen frei laufen lassen, schnell den musst- Frust rauslassen. Ja, manchmal bist du frustriert oder bist eben am Verlieren und läuft nicht so wie geplant hast, dann musst du raus. Aber der Schiri kann in den meisten Fällen nichts dafür. Ja, eigentlich immer nicht dafür. Ja. oder? Fast immer, ja. Hast du, schau, ich habe jetzt eine lustige Geschichte und vielleicht findest du nachher auch aus dem eine Geschichte, die du uns kannst erzählen kannst, die live vielleicht passiert ist. Das war aber Amateurfußball. Es ist so eine Vergleich. Ja, aber nein, der Schiri, das war ein Albaner Schiri, der hat nicht gut gebrochen Deutsch können. Da sind wir im Kreis gewesen und der hat darauf reden. Und der hat sich vorgestellt, ja, ich bin da und der hat einer voll lachen. Der war auch Albaner gewesen. Dann sagt er ihm, schaut er ihn so an, macht er ihm so, ey, ich piep dich auf den Platz, weißt du? Wenn du einen lachst. Und er wird geschockt. Und er kommt nachher entschuldigt, weißt du, wo nachher fertig ist, er geht, hey, sorry, ich habe es nicht so gemeint. Er so, nein,
Weißt du, siehst es auf dem Platz, dies, das. Und nachher ist so Abseits gsi und dann ich so, nein, es ist kein Abseits gsi. Und ich so, es ist kein Abseits gsi. Dann sagt er mir so, von Helikopter hast du gesehen, das Abseits. Und mir ist es kaputt. Und ich bin geschockt, voll von Lachen. Es ist auch so eine Geschichte, also nicht von Schiris oder von Spielern, wo du denkst, das würde jetzt da reinpassen oder wo du kannst erzählen. Ja, Du musst nicht Namen, aber kannst. nein, ja. Das ist jetzt nicht so lustig. Ich habe ja auch schon. Die meisten Schiri haben noch. Das hat niemand gesehen. Die meisten Schiri haben, oder ein paar Schiri haben gesagt, hey, Freizer gibt erst gerade in der 2. Minute die Gelbkarte, dann bist du ruhig, habe ich Ruhe 90 Minuten. Und da hat es wirklich gegeben, dass beim ersten Foul Geld hatte, dass ich noch Schon? ruhig bin. Ah, wirklich? Ja. Da hat sie gerade Verstehe Gut, ich. sind es immer wieder die gleichen Schiris? Ja, schon. Also irgendwann Ja. checkst du, Ja. gut, bei der Ja. da kannst du vielleicht ein bisschen dribbeln, beim anderen... Ja, doch. Es hat schon meistens, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Schiris das hat, aber es sind schon. Dann hast du auch so ein bisschen deine Favorites. Ja. Haben wir das so als... Ja, bei Pannen ist ein besserer Austausch, weißt du? Ja. Kannst du mal etwas sagen auf dem Feld? Ja, das ist ja nicht nur Ja, schöne ja, Sachen. ja. Also, weißt, aber mit ihm kannst du auch mal etwas sagen, wenn du frustriert bist. Und der weiß da, wie einordnen. Und dann Ja, voll. gibt es schon bei Pannen, weißt du, da langt nur schon 1-2 Wörter und dann hast du Okay, gleich gerade. Geld. Ja. Wenn du etwas gegen Frisur sagst, schon schlimm. Ja. Schon schlimm. Wie ist der Unterschied so wahrgenommen von der Challenge League zur Super League? Weil du bist ja relativ schnell, wo der Frick, Ja, wo genau. der Frick von Vaduzio zu Luzern bist, Ja, bist du genau. ja, hat er dich mitgenommen. Ja, genau. Wie hast du dich schnell können adaptieren? Also von außen jetzt, so wirkt als ob du nirgendwo anders gespielt hättest. Ja, zum Glück, ja. Ja, ich habe am Anfang vielleicht die 1, 2 oder 3 Matches. Das Problem, also habe ich gebraucht, weil das Problem ist, dass bei Vaduz immer Erster war. Ist immer ein bisschen einfacher Ja. zum Spielen, wenn du Erster bist und hast auch viel Selbstvertrauen. Und dann bin ich zu Luzern. Luzern hat, glaube ich, 9 Punkte gehabt in der Zeit, die ganze Vorrunde. Ist im Abstiegskampf gewesen. Und dann hast du schon gemerkt, dass es eine bisschen andere Dimension ist. Es hat viel mehr Leute, die es interessiert. Wie du gespielt hast in Vaduz, muss ich ehrlich sagen, ist alles ein bisschen ruhiger. Hast nicht so viele Fans, hast auch nicht so viel Druck von außen. Aber nachher ist es immer besser gegangen. Halt, der wichtigste Punkt ist halt auch einfach gewesen, dass ich den Trainer kennt habe und gewusst habe, was er von mir verlangt. Und dann ist es immer besser gegangen und dann so ein riesen Ding, so ein riesen Unterschied habe ich nicht gemerkt, außer halt einfach, dass viel mehr Fans sind und halt einfach einen größeren Druck. Wenn jetzt den Druck ansprichst, so, wenn du sagst, der äußere der Druck von außen, ist das so medial oder von was? Ja, medial und von den Fans ist, weil ich weiß nicht, wie es rausgekommen wäre, wenn wir abgestiegen wären in dieser Saison. Ich nicht daran denken. Und die Saison hat auch wirklich viel Kraft gekostet. Dann habe ich erst nachher in der Ferie gemerkt, dass ich, Schon, dass ich richtig kaputt war. So. Weil es eine lange Saison war und du hast jeden Match gewinnen. Du hast das Messer am Hals gehabt, jeden Match. Ob du gegen IB gespielt hast, dann hat am Schluss niemand mehr interessiert. Du hast einfach einen Punkt holen. Und obwohl du gewusst hast, gegen IB in Bern wird es schwierig. Ja. Und darum hast du immer, und trotzdem hast du immer einen Punkt holen, weil die Spiele sind gelaufen, es sind immer weniger Spiele geworden und Punkte hast du gebraucht. Und dann haben wir halt über die Barrage noch gegen Schaffhausen 2 Matches. Okay. Und nachher, Problemlos durch. nein, so problemlos ist dann. In Schaffhausen 2-2. Und dann ist ein ausgleichender Match gewesen. Man hat nicht gemerkt, dass wir von der Super League sind und sie von der Challenge League. Der Barrage ist auch immer schwierig. Ja, genau. Ja, weil du hast mehr zu verlieren. Sicher, das halt Absolut. weil ich es auch erlebt habe mit Vaduz. So sind wir ja aufgestiegen in die Super League. Haben wir auch gegen Thun. Und für die in die Barrage kommen von der Super League, ist halt einfach schwierig. Du hast viel mehr Druck. Ja, alles oder nicht. Alles oder nicht. Und für die Challenge League ist es auch ein einfacher. Du kannst fast noch gewinnen. Ja. Welche gegnerischen Fans sind am mühsamsten in der Super League? Ja, ich persönlich finde Keine FCZ. FCZ. Okay. Wieso? Weil sie laut sind, weil sie. Sie sind viel und
Ja, sie sind laut, viel. Machen auch Stimmung. Ja, machen Ja, auch Stimmung, ja. Also eben, nicht Ja, absolut. für FCZ Superfans. Genau. Aber so als Gegenspieler ist es unangenehm. Weil ich glaube, letztes Mal in Luzern gespielt und Der Match bin ich auch gesehen. ja, Der es sich ja angefühlt wie ein Auswärtsspiel für uns. Als ob FCZ Heimspiel. Ja, die Vor allem so die viel- ganz die hinter dem Goal haben sie ja alles Ja. alles gerade noch nie Ja, gesehen. genau. Das ist unglaublich. Wirklich. gewesen. Und da ist, glaube ich, nicht nur gegüsst, so, die sind wirklich viele Fans. Freut mich sehr. Bist du FCZ-Fan? Ja, der FCZ-Fan. Stehst du da? Wieso hockst du mit uns, Mann? Ich habe FC Luzern eigentlich nicht nie aussprechen. Wie stehst du? Wie Auch stehen vom, so? sorry, auch vom Stadion her? Oder bist, Nein, im Stadion. hast du ein paar Favorite Spots, wo du sagst, boah, der tust im Kalender rot markieren, ist ein geiler Auswärtsmatch? Nein, so irgendwie ein spezieller Match nicht, nein. Nein, es ist einfach immer, weil Luzern-St. Gallen ist immer interessant, weil dort ist ein bisschen die Stimmung ein bisschen... Gut, es ist halt mehr oder weniger Heimspiel für dich, ist ja deine Region. Ja, nur habe ich halt nicht viel mit St. Gallen zu tun. Nicht mit dem Verein, ja, aber so genau. von der Region. Ja, ist so von der Region. sicher her viele schon. Leute immer Ist von dir. Spezielles Ja. für mich, ja, genau. Aber so, weil sich, glaube ich, auch beide Fanlager nicht so mögen, dann ist immer ein bisschen heiße Stimmung. Und so in der Grossen, so IB, Basel. Ja, das ist immer, wirklich in Bern ist, ich glaube, letztes Mal haben wir 29'000 gehabt. Ja, ist interessant. Also ja, bei mir ist es so, dass wenn ich auf dem Feld bin, da kann, also vielleicht haben da die anderen auch, aber dann merkst du nicht so, Ja, genau. außer das, es ist echt schön, wenn du zum Beispiel in Luzern Goal machst, jemand von deiner Mannschaft das Goal macht und wir sind nach vorne, ist schon, gibt das schon richtig Kraft und peitscht ja auch nach Das ist auch vorne. eine riesige Wand. Ich Ja, finde, das Stadion ist mega. ja gut aufgebaut. Von dem Ja, her, genau. ist ja die Wand, Genau. also gerade so die Fans in dem Goal sind ja... Ist ja, Ja, ist recht nah und Sind sie mega machen eine riesige lustig da, Stimmung. Am liebsten spiele ich daheim, ja, weil es gibt so Matches, wo wirklich auf der Kippe sind, wir sind am Gewinnen, aber der Gegner ist viel Druck am machen und dann vielleicht bei jeder Grätsche oder bei jedem Duell, wo du gewinnst, springen alle auf, gibt das schon Kraft. Hast du einen Gegenspieler, wo du sagst, boah, gegen den ist stark gewesen, oder so eine... der wird in den Kopf bleiben, so ein Minge, der ist wirklich... Genau. Ja, jetzt in dieser Saison oder einfach so. Allgemein. Wir haben mal mit Vaduz gegen Frankfurt gespielt. Okay. Conference Quali, da warst du. Conference Quali, ja, genau. Okay. Und dort hat es schon etwa 3-4 gehabt, wo ich denke, boah, ja, der Rebic ist so einer gewesen. Ja. Der ist ja bei Milan. Ja, jetzt ist er, glaube ich, in der Türkei irgendwo. Ja. Und der Kostic, Ja, voll. Ja, jetzt bei Juve auch. ja, auch bei Juve jetzt. Und ja, Hasebe, Hinteregger. Ja, war der Hinterregger. Ja, der ist. Ja, war... Ja. Boah, der wäre auch ein geiler Mann im Podcast, Ja, der Hinterregger, man. ja. Der wäre funny. Ja. Der ist, Gut, so viel hast du mit dem ja nur schon positionstechnisch. nein, nicht so viel zu tun. aber der ist schon in den paar Minuten, nur, wo man vielleicht, wo du geredet hast nach dem Match oder so, genau so wie ein. wie man sich vorstellt. Ja, genau. Voll, So, ja. ganz große Legende, finde ich. Das Lachen interpretiere ich wirklich als Bestätigung, dass der wirklich eine Legende ist, wie du das so sagst. Wirklich, ja. Der ist wirklich. Der ist jetzt, glaube ich, Stürmer irgendwo in einer Amateurliga in Österreich. Aha, oder ja, so. ich weiß nicht, ja, in der Amateurliga, ich glaube. Oder Amateurliga, Ja, ich weiß. ja, ich glaube, echt Amateurliga, ich glaube, Karriere beendet. Ist jetzt einfach ist jahrelang Innenverteidiger gewesen bei Frankfurt und jetzt einfach Amateurliga Stürmer. Ja. Ich hätte Lust zum Stürmer sein. Hast du sein Buch schon mal gelesen? Nein, Das ist schon interessant, ja, ich habe das Buch mal gelesen. ist empfehlenswert im Fall. Ja, ist wirklich. Gut, von dem würde ich wirklich ein Buch lesen. Ja, Der wär ich habe wirklich- das mal gegeben. Das ist Das wäre nice. geil, Das wie wär nice. er erzählt alles, so wie es halt ist. Vieles wird von außen so, ja, so angeschaut, dass er erzählt alles, was er gemacht hat. Er ist auch in den Ausgang. Er erzählt alles. Und das ist interessant gewesen, wirklich. So offen und ja, ehrlich. weißt, voll offen und ehrlich. Voll. Authentisch, liebe die Leute. Ja, 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 safe. der ist wirklich sehr interessant gewesen als Buch. Weißt Ja. wenn du so viel mit Fußball zu tun hast, den ganzen Tag immer wieder Training, so viel mal in der Woche Training, Match, konsumierst du selber noch Fußball? Also schaust du selber in der Freizeit, Ja, ja. dass. Ja. Spielst du FIFA? Nicht mehr. Aber ich hatte gerade herausfordern, ich bin brutal. Ich meine, Du hast fix keine Ahnung von viel. Ich kann dir gar nicht vorstellen. Ich schwöre, so ein Fußballfanatiker wie der ist, der liebt, oder Sport eigentlich, der schaut Basket um 3, 4 Uhr morgens.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie du shootest, Bro. Kannst du shooten? Bro, Amigo, ich will da 3 Tunnel schieben, bevor du zweimal Zwinker ist, Amigo. Ah ja, wir haben da gespielt an meinem Poldern, weißt du? Besoffen. Ja. Voll. Ja, genau. Aber auch stark, weil die, wo vorhin gesagt hast, der Kostic und der Rebic, die sind ja auch mega schnelle, flinke Spieler. Ja, genau. Hast du auch aktuell in der Super League irgendwelche Leute, die diese Saison irgendwie gesagt haben, die mir wirklich Mühe bereitet. Ja, der Elia von IB ist sicher. Der hat ja auch riesige Kiste gemacht gegen sie. Ja, der ist sicher ein spezieller Spieler, ein starker Spieler. Es hat viele, die wirklich gut sind. Aber der ist so der, wo mir. Warst du lieber so schnelle, flinke Flügelspieler als Gegenspieler oder so grosse Türen? Nein, lieber grosse. Schon. Lieber grosse. Musst du nicht so verdrehen. Ja, weißt du, wenn die so einen Schwerpunkt tief, weißt du, sind viel wendiger und so. Und Ja. Für mich, wo ein bisschen grösser ist Was bist du, 1,5, 86? ja 1,86, 87 so. Dort um, Ja, okay. genau. Was Je ist, nachdem, wer fragt. Ja, was ist der speziellste Moment, wo du in deiner Karriere erlebt hast? Sicher der Aufstieg mit Vaduz. Weil der nicht so erwartet war. Der Von ist, Drittliga in die Challenge League. nein, von Challenge League in die Super League. Super League, Ja, Ah, genau, okay. mit Vaduz. Ja, der ist sicher so. Und da vor 2 Jahren mit Luzern, dass wir die Liga halt geschafft haben. Siehst du? Also ja. gerade eigentlich die erste Saison. Ja, genau. Gerade die erste Saison Ja. ist so prägend gewesen. Ja, genau. Wie feiert man so einen Aufstieg als Profi? Ich weiß nicht, wie es die anderen gefeiert haben. Ich glaube, wie alle anderen, ja. Voll Party gemacht. Ja. Bis Und 10 auseinandergenommen. dann sind wir in die Ferien. Auch mit Also den haben wir Jungs. nicht zusammen gefeiert? Doch. Aha, Die okay. ein oder 2 Nächte haben wir zusammen gefeiert. Okay. Und dann war Ferien. Ihr habt 2 Nächte durchgemacht, oder was? Die erste Nacht haben wir durchgemacht. Noch haben wir so Termine gehabt bei der Stadt. Vaduz haben wir müssen vorbeigehen. Du hast während dem Termin können schlafen und nachher am Abend wieder Gas Vor dem geben. Termin geschlafen, nachher der Termin und nachher wieder ein bisschen geschlafen und dann wieder in den Ausgang. So. Für die noch Kraft hatten. Und dann war Ferien, dann sind die meisten weggeflogen. Und wir sind mit den Jungs auch weg gewesen. Haben es noch 2 Wochen gefeiert. Ich weiß nicht, ob die anderen auch noch 2 Wochen gefeiert haben. Aber Ich würde mir weißt, wie Kante geben. Über definitiv den einen oder anderen Ja. Blaubeersaft trinken. Das, Nein, definitiv nicht. nein, das ist so. Sie ist nicht Coolio dort. Ja, weil die Facts trinken. Nein, ist einfach geil, wenn du etwas erreicht hast. Dann, Ja, sicher. Ja, und dann haben wir es voll gefeiert. Es war gerade Ferien, nach der Saison war Ferien. gewesen. Ja, voll. Eben, und dann habe ich auch immer gerne gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer der voll Musterprofi Ja. war. Wenn ich frei hatte und sicher gehe zum Rausgehen, bin ich rausgegangen, habe auch Alkohol getrunken, habe gefeiert, habe wenig geschlafen. Wie bei den anderen halt. Ja, verständlich. ja. Jetzt ist halt einfach ein bisschen so, dass du auch jetzt mittlerweile im Alter bist, jetzt ein bisschen andere Prioritäten und Ja, nicht mehr so wie Rapid-Zeiten vielleicht. Dort ist ja. ein bisschen wilder gewesen. Was ist... Schau, ich stelle dir jetzt 3 Fragen betreffend so FCL-Spieler. Wer ist der lustigste FCL-Spieler, den ihr jetzt in der Mannschaft habt? Der Ismail Becker. Der ist der lustigste. Wer ist der schnellste? Wow. Der schnellste Spieler? Der schnellste. Ich habe gesagt, der Teddy Oku. Okay. Der wer ist der das ist langsamste? Hörst du zu den Schneller oder nicht? Nein. Auch Langsam ist wahrscheinlich der Goalie und dann schnell ich wahrscheinlich. schnell müde auf jeden Fall. Ja. Und wie hast weißt du, bist jetzt nicht so die wahrscheinlich eine ruhigere Person vom Sie her, wie so mit Interaktionen mit Fans. Weißt du, wenn ich einen trifft, ist so die ersten 2-3 Mal, wenn ich jemanden nach einem Foto frage, ist cringe, ist das ein bisschen strange. Nein, Oder von Anfang an gerade. nein, ist ja schön, wenn jemand ein Foto will und so. Mhm. Ich bin auch so in den sozialen Medien nicht so, Mhm. bedeutet mir nicht so viel. Nein, sonst ist eigentlich immer positiv. Wenn es irgendwie negativ ist und ich bin auch nicht gut drauf, dann weiß ich nicht. Dann
Würde mir nicht gefallen lassen, glaube ich. Sonst Hast du habe einfach meistens... noch nie so Szenen gehabt, wo einer dir sagt, ey, gerade so, wo noch gegen den Abstieg am Kämpfen sind, dass eine Nein, Luzern-Fan dir einen riesigen Negativkommentar oder so gegeben hat? ja, Oder mehr pusht? Kommentar weiß ich nicht, weil... Ja, ich meine, weißt du, was ich live gesehen hat? Aha, Kommentar durch soziale ja. Medien. Da lese ich Presse wirklich ist nicht. sowieso Da interessiert mich ja null, wirklich. Da Ja, ist, kann ich auch verstehen. aber da gibt es sicher auch, eben auch so Kommentare und so auf sozialen Medien, da gibt es sicher auch. Da liest ich gar nicht. Nein, da lese ich gar nicht. Gar nicht. Also Weil das sind irgendwelche... 327 Mal, wo ich dir geschrieben habe, kommentiert habe. Ich lese jetzt weißt du Aber es. wenn es irgendwo kommentiert... Ich weiß nicht mal, wer da ist. Meistens Ja. sind es auch noch so komische Accounts, keine Ahnung. Ja. Oder ich weiß nicht. Weißt, So fake Account. Was ist Ja, auf das keine Umfeld, Ahnung. was dir sagen? So ja, das, ja. Und der Rest, weißt du, es kann jeder hat seine Meinung. Und das ist auch richtig so. Ein paar kritisieren die, ein paar finden die gut. Das ist gut. Aber sonst, ich muss auch sagen, in der Saison, wo wir im Abstiegskampf sind, mit der FCL, haben wir wirklich, da ist echt, weißt du, wenn du 9 Punkte hast in der ganzen Vorrunde, aber die Fans sind immer hinter uns gestanden, wirklich. Schon. Ja, voll, mega. Mega, voll. schon starke Fans. Ja, stark. mega. Ist auch, macht auch immer mega Spaß zum euch zuzuschauen. Ja, nein, ist wirklich wirklich Spaß. eine schwierige Saison für die Fans, glaube ich, die absolut, Saison. Wenn du im Abstiegskampf bist und manchmal haben sie auch zu Recht, vielleicht sind sie auch hässig oder... wie- Wenn du jetzt aber vergleichst, weißt, mit der Saison jetzt in der oberen Hälfte von der Tabelle, läuft eigentlich gut. Mit dem neuen System. Bist du eigentlich zufrieden mit dem neuen System? Ja, ehrlich gesagt, geht es ja gleich. Jetzt am Anfang ist es so irgendwie, kann ich gar kein Thema gewesen im Fall, ehrlich gesagt. Schon. Jetzt sind wir einfach, es geht ja gleich um die 3 Punkte und um Ja, ja. das Spiel. Das Spiel ist ja nicht anders. Ja, genau. Das Spiel ist nicht anders und am Schluss von der Saison werden wir dann sehen, dass es wahrscheinlich ein bisschen anders ist, wenn wir in die obere Tabellenhälfte sind oder in der unteren. Dann wird es ein bisschen anders sein und dann werden wir mal schauen, wie es sein wird. Aber jetzt so, nein, gar nicht. Und jetzt ist so, ja, die Fans sind schon genau gleich, wie sie motivieren uns und alles. Jetzt sind wir gegen Cup halt gegen Drittligist oder Erstliga-Promotion. Sind wir rausgekommen. Ja, und dass dort mal Kritik kommt und dass die auch mal hässlich sind, ist ja verständlich. Ich glaube, wäre ich auf der Seite von ihnen, würde ich genau gleich reagieren. Ich habe mich das auch schon ein paar Mal gefragt. Das Thema Doppelbelastung. Also weißt, wenn du jetzt so sagst, mit Cup ist dabei, mit Quali, Conference Quali oder was irgendwie jetzt Conference League Quali kann. Ja, genau. Gegen die Iberians. die und- Schotten Ja, genau. für den Fall. Merkst du, ist das ein riesen Unterschied, wenn du jetzt zweimal in der Woche ein Match hast oder einmal? So als Ja, das merkst du schon. Vor allem die Reise. Weißt, du musst immer fliegen, am Dienstag oder Mittwoch bist du geflogen. Meistens Mittwoch bist du geflogen, dann hast du ein Match gehabt, dann bist du am nächsten Tag am Morgen grad wieder zurückgeflogen. Dann hast du ein Training gehabt und dann ist schon das nächste Spiel gekommen am Sonntag. Dann ist meistens auch der Körper, wo es ein bisschen viel ist, aber auch psychisch, weißt du, so dass jedes Mal wieder musst du so nah wie möglich bei 100% sein. Ja, das, manchmal voll, bist- das wieder Ja, voll im Ja, Film, wieder genau. voll im Tunnel Ja, bist. genau. Und da ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wir haben es wirklich gut gemacht, für das man so. Mega, mega. Ja, das ist echt nicht schlecht. Leider sind wir rausgekommen gegen die Schotten. Unnötig. Aber ja, so ist es manchmal. Und man hat auch ein bisschen gesehen, dass auf dem Niveau halt nicht so viel Fehler darfst machen. Wie motivierst du dich? Wie motiviert sich der Dennis? Vor dem Match hörst du Podcast, hörst du Lose die jetzt neu? Jetzt fix. Jetzt Nur fix. das. Nein, Wie ja. motivierst du dich? Kabine DJ, einfach lustig am Laufen. Ja, Vor dem Match. das würde ich machen. Sehr Fall, hey, ciao zusammen. Ciao. Euch miteinander, ganz FC Luzern. Viel Spaß, ich bin nicht heute Alle 3 blau-weiß. Legende. Ja, ich keine Ahnung im Fall, ehrlich gesagt. Nicht, ich höre viel albanische Musik und da motiviert mich. Und sonst bin ich einfach heiß auf den Match. Wie motivierst du dich? Du bist jetzt 1-0 in Rückstand. Weißt du, Ja, also während dem Ich meine, Spiel. ja, Ja, während dem manchmal ist es schon schwierig, muss ich ehrlich sagen. Wenn du manchmal zum Beispiel bist gut dran, hast viele Chancen, dann kommst du ein Schuss über ein Goal. Aber da probiere ich so gut wie möglich, wie es geht, halt einfach aufs Feld, aufs Fußball konzentrieren. Nicht, weil am Schluss könnte sein, dass man vielleicht verlieren oder gewinnen, dass ich einfach meinen Job mache. Und dann, Habt ihr einen Mental Coach? Also in der, ja, der wie du steht zur Verfügung, wer will, freiwillig. Schon. Ja. Ah, okay. Ja, das ist freiwillig.
Also ist da, sorry, ist da so ein Psychologe oder einfach so ein Mentalcoach? Boah. Redest du da über private Sachen? Ja. Ah. Du kannst mit ihm über alles reden. Ja, Ja, wenn du vielleicht eine schwierige Phase hast, kannst du zu ihm gehen. Oder wenn du auch eine gute Phase hast, Ja. kannst du auch zu ihm gehen. Du kannst, glaube ich, jederzeit zu ihm gehen. Mhm. Und Hast du das einfach noch nicht so viel beansprucht? nein. Nein, aber auch schon Gespräche gehabt, aber nicht so viel beansprucht. Nein, da zähle ich auf mein Umfeld. So. Ja. Es ist ein bisschen einfacher, zum Ja. so private Sachen mit den Jungs reden. Vor allem, weißt du, jetzt gerade in dieser speziellen Situation, ich bin ja kein Fußballprofi, aber du hast viel schwierige Phasen müssen durchmachen, weißt du, in deiner Karriere, was du gehabt hast. Ja, Eben wieder Profi sein, Halbprofi, wieder Retour, wieder arbeiten. Da musst du auch irgendwo durchverdauen, hast auch mit dem Umfeld, das du erlebt, mit ihnen gemacht, mit ihnen durchgehebt. Von dem her. Ja, genau. Ja, die wissen alles von mir. Hart im Nehmen. Ja, genau. Ja. Und weißt du, so hart ist es nicht gewesen, weißt du, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon eine Zeit lang manchmal ist es ein bisschen streng gewesen mit Arbeiten und Fußball. Aber ich habe das gern gemacht. Ich habe auch kein Problem nach der Karriere wieder anfangen zu arbeiten, ganz normal. Ich habe wirklich Das nicht... Ego nicht voll im Weg gestanden dort. Nein, gar nicht. Auch mega reif eigentlich. Ja, voll. Ich meine, wie alt bist du, wo du wieder angefangen hast zu arbeiten? 21, 22. Das stell mir schon heavy vor. Weißt du, dass das Interessant. dann, dass das ohne Problem Da musst du im Kopf ohne schon. Problem wieder machst. Ja. Nicht so Ja. selbstverständlich, könnte ich mir vorstellen. Eben, wie das ist ja vorgesagt. Wir einfach wollen entweder klappt es im Fußball richtig, aber ja nicht will alles auf eine Karte setzen und am Schluss bin ich mit 25 muss ich vielleicht noch eine Lehre machen. Ja, ist wahr. Es sind viele Jahre vergangen und hast vielleicht nicht geschafft und dann fast bei Null anfangen mit Ja, sicher. mit 25 ist schwierig dann. Und jetzt im Nachhinein, bist du zufrieden mit allen Schritten, die du gemacht hast? Also mit allen Entscheidungen in Bezug auf zu dem Verein gehen, wechseln, hättest du irgendwo länger bleiben oder etwas anderes machen? Oder Nein, bis jetzt bin ich echt zufrieden so. Okay. Und ich bin zufrieden so, wie es gekommen ist. Logisch hätte es können sein, dass vielleicht eben würde ich dranbleiben, würde ich vielleicht dort mal nach Basel in die Challenge League gegangen. Wäre es vielleicht anders rausgekommen, vielleicht auch nicht. Wer Aber weiß. nein, viel geile Leute kennengelernt, viel gesehen und auch gesehen, wie es ist in der Erstliga Promotion spielen oder der Erstliga Classic, wo viele nach dem Arbeiten noch gehen shooten, wo es gerne machen, wo Ja. auch wirklich geile Erfahrung gewesen. Und jetzt gesehen ist auch, wie es in der Super League ist wirklich, nein, so im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden, ja. Ja, wirklich schon, weißt du, Voll. ich kenne dich ja auch, weißt du, Ja. Darum habe ich auch gewusst, wird 100% ein spannendes Gespräch, weißt du, auch mit dem Werdegang und so, das ist schon interessant, das ist schon etwas, wo motivierend kann sein. Weißt Ja, du, wenn ja. man den Werdegang anschaut, ist nicht gerade so Genau. Nein, ist nicht so. Jugend, wie FC normal Bayern und gewesen. nachher Ja, direkt nein. Profi, Nein. ich weiß jetzt auch nicht wer. Nein, jetzt da kann ich das sagen, ich habe auch viel Scheiß gemacht so in der Zeit. Ich kann mich erinnern, einmal in Rapperswil haben wir um den Aufstieg gespielt. Und die Kollegen haben mir gesagt, gehen wir in die Ferien auf Amerika, ist geplant gewesen. Und ich habe auf den Spielplan angeschaut und habe gesehen, ja, das ist der letzte Match und nachher haben wir noch Aufstiegsspiel. Aber ich habe gemeint, wir haben nur 2 Aufstiegsspiele, das heisst Mittwoch, Samstag und am Sonntag fliege ich in die Ferien. Aber ich habe nicht gewusst, dass es 4 Aufstiegsspiele sind. Das sind nochmal eine Woche. Und dann war der Match am Samstag, der Aufstiegsspiel. Am Mittwoch haben wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Am Samstag haben wir gewonnen, dann haben wir nochmal 2 Spiele gehabt. Aber ich habe die Ferien gebucht und gezahlt. Schon im Winter. Du bist einfach... Und dann bin ich heim und im Gab, beim Zurückfahren, habe ich gedacht, wie soll ich es am Trainer sagen? Ich bin ab morgen nicht mehr da. Und dann habe ich... Boah, an dem Gespräch wäre ich gerne dabei gewesen. Habe ich es ihm gesagt im Gab? Und dann habe ich gesagt, nein, du musst mit dem Präsidenten reden, das ist nicht möglich. Also, was hast du ihm gesagt? Ich bin ab morgen in der Ferien, haben mir erklärt, wie Du hast original, sogar wenigstens ehrlich Ja, gesagt. ich habe gesagt, ja, ich hätte nicht viel können sagen. Ich habe gesagt so. Und dann er so, nein, sobald wir in Rapperswil sind, musst du mit dem Präsidenten reden. Wie war damals deine Rolle gewesen? Stamm, du Ja, hast Stamm. Du warst Stammspieler. Ja, Stamm gewesen. So Und dann habe ich gedacht, nein, ich habe gedacht, nein, die Ferien, ich freue mich seit 6 Monaten auf die. Ja. Das ist zumindest so eine riesen Tour. Ah. Das war dann der Westside, West Coast. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, nein,
Da muss vieles passieren, dass ich jetzt nicht gegangen. Und dann habe ich, am Abend habe ich gemerkt, der Präsident ruft mir voll viel an. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, der Jungs, hey Jungs, wir sehen uns morgen, ich weiß nicht mehr, welche Zeit das war, am Bahnhof, im Zug. Weil jetzt muss ich Flugmodus rein tun, weil sonst hört die ganze Nacht nicht auf. Und ich Flugmodus rein tun und am Sonntagmorgen sind wir geflogen. Oh, Ja. was... Knallhart gegangen. Ja, dann bin ich Wa- gegangen. und überleg, schau, ich habe ein Problem, wenn ich mit Kollegen irgendwo einen Wochenendtrip mache. Ich habe 7 Monate, bis wir das anbringen. Bro, er tut sogar Stick spielt. Eben so Sachen, ja noch auch eben ein bisschen andere Prioritäten gehabt vielleicht, weißt du? Ja. Aber dafür, zum Glück sind wir dann trotzdem aufgestiegen, aber in der Ferien am Pool bin ich gewesen, und dann habe ich einen Zeitungsartikel von meinem Bruder bekommen, und der hat gesagt, hey, du bist ab jetzt arbeitslos, du hast keinen Verein jetzt. Was? Und die haben einen Vertrag aufgelöst. Weißt? Das alles zu mit Ferien gehen. Es ist sich gelohnt. Ja, es ist ja. Jetzt im Nachhinein schon. Hast du Ja. den Flugmodus raus tun? Merkst du, ich muss nicht mehr Und dann bin ich schon kommen. in Amerika gewesen. Schon, lass Flugmodus drin. Schon, Der hat Präsident schreibt. Zeitverschiebung dort. Ja. Legte mir Legende. Eben, bei so ja, schon viel so Sachen gehabt. Ja. Vielleicht auch eben ein bisschen jugendliche, ja, Dummheit auch ein bisschen. Stell dir vor, Dennis, es steht jetzt vor dir einer, der 18 ist. Und er hat seine Profikarriere vor sich und startet durch, kommt in die erste Mannschaft. Was würdest du ihm mitgeben für seine Zeit? Ja, also, wenn ich mir vorwerfe, ist, dass ich nicht schon viel früher noch so eine professionelle Einstellung habe wie jetzt. Jetzt schaust du auf deinen Körper, schaust. Also da muss man schon noch untermalen. Jetzt bist du voll Ja, Muskelprofi. ja. Weißt du, das Nein, also ja. Für mich, so wie ich das Maximum kann, Profi sein. Wie es für mich auch immer noch richtig ist. Ich übertreibe es nicht. Wenn ich in die Ferien gehe, trinke ich immer noch Alkohol, wenn ich Lust habe. Jetzt nicht so, dass ich jeden Tag trinke, aber Ja, wenn ja. ich Lust habe, dann, oder wenn es eine gute Runde ist und wir sind mit der Familie oder mit den Jungs oder so, dann ich glaube, da braucht es manchmal auch. Aber da ist halt Ja. jeder ein bisschen unterschiedlich. Aber so einem 18-Jährigen würde ich mitgeben, dass er von Anfang an voll Profi ist. Weil es gibt, glaube ich, nichts Geiles als Profifußballer sein, wenn das dein Hobby ist und zum Job kannst machen, ist da. Ich finde einfach, dass dann irgendwann, wenn es vielleicht nicht gelangt hat, so wie du dir geplant hast oder vorgestellt hast, dass dann wenigstens kannst du sagen, ja, alles 100% geht. geht. Ja. Du hast alles geht, du hast Klar. probiert, du Ja, hast genau. gemacht. Weil Wenn's nicht klappt's nicht. am Schluss spielt halt schon, brauchst auch Glück. Ja. Weißt du, im richtigen Moment, vielleicht richtigen eben Ort, verletzungsfrei sein. Ja, Gut, du hast genau. hast du mal riesige Nein, Verletzungsprobleme? nie. Eigentlich nie, Nein, gell? nie, zum Glück. Alzheimer, Gott sei Ja. Dank. Nein, zum Glück nicht, bis jetzt nicht. Nein. Ich mache ein bisschen kleinere, aber nicht, auch nicht da, auch nicht so viel. Nein, bis jetzt. Bis jetzt haben immer alles gut gefühlt. Ja, genau. Eben, die sagen, es hat auch viel Talent gegeben, wo wirklich. Hast du voll mal stark sind, irgendein Talent mal, wo mit dir zusammen ist? Oder weißt du für dich selber der Mitspieler, der gesagt hat, der ist wirklich Ja, stark es hat schon ein paar gehabt, ja, wo ich denke, boah, der wird es weit schaffen. Und aus irgendwelchen Gründen Nicht klappen. nicht klappen. Vielleicht auch ein bisschen Pech, wirklich. Das ist, Ist es auch so, dass sich die jungen Spieler auch manchmal überschätzen? Ich habe zum Beispiel so eine Geschichte. Mein Onkel war Spielerscout in Hannover, mittlerweile nicht mehr. Und dann hat er gesucht. Und dann in FC Luzern, da, in meinem Jahrgang, hatte ich Kollegen gehabt. Und da sind wir zusammengehockt, ihn vorgestellt. Und da ist er auch mit so einem Präsident von Regensburg gekommen. Und die sind noch zweite Bundesliga gewesen dort. Der hat ihm vorgestellt, er sagt, komm, zweite Bundesliga, fährst du da, nachher steigst du. Der war 17 gewesen. Der hat ihm gesagt, und der andere hat mit Uli Hoeneß und so gespielt, gell? Wir sind so gewesen, ich bin einfach nur dort wegen Kontakt. Da sagt er mir so, ihr wollt mich zweite Bundesliga, mich will Bayern, Juve und ihr wollt mich zweite Bundesliga schicken, Regensburg. Oh. Und dann sagt ihm der andere genauso, also, schau Junge, ich sagte, du wirst nie wieder schaffen. Sagt ihm der, ich weiß den Namen nicht mehr von ihm, der mit Uli Hoeneß gespielt hat. Glaub mir, nach 4 Jahren, ich bin 20 gewesen. Ich habe in einem Logistikunternehmen gearbeitet. Ich laufe, es ist genauso um die Ecke und er kommt mir so entgegen. Ich schaue ihn so an, von weitem, was machst du da? Er hat nur den Kopf runter da. Er schafft es. Also ich wünsche ihm ganz viel Glück im Leben und so, aber er hat es nicht geschafft. Also er hat es in diesem Bereich nicht geschafft. Er hat Sonst es im im Leben geht's ihm gut. Profi, Also, ja genau, dort geht es ihm gut, aber er hat es wie so, weißt du, ich meine, wo er mich sieht, weil ich bei dem Gespräch war, ist ihm so wie, er ist im Gesicht angesehen, dass er
sich wie so vielleicht überschätzt. Ich weiß auch nicht was. Weißt du, vielleicht, ich weiß die Geschichte auch nicht. Er hat vielleicht, das ist das bessere er ist- Wort. Überschätzt. Ihm ist Sachen versprochen worden, die nicht eingehalten worden sind. Aber vielleicht, stell dir vor, er hat die Chance genutzt, weißt du? Ja. Manchmal im Leben musst du die Chance, weißt du? Ja, Gibt- du hast du nicht, hast nicht die viele gleiche Chance. Chancen. Du hast nicht die gleiche Chance immer. Ja, Ja, Leben. und du hast nicht viel, ja. Genau. Ja, Und dann musst du wissen, wenn nützen. Das ist schon die Herausforderung. Und ich glaube, hätte der zum Beispiel jetzt wäre zweite Bundesliga, ist schon sehr gut. Regensburg ist nachher aufgestiegen. Ja, Ich das glaube. weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. In dieser Zeit. Jetzt mittlerweile sind sie wieder abgestiegen. Ich glaube, Aber, weißt du, ich meine, ich glaube halt einfach, egal was du machst, ob du am Arbeiten bist, Logistikunternehmen, Finanzbereich, ob du Moderator bist, ob du was auch immer bist, Verkäufer, wenn du das, was du machst, gut machst oder das, was du irgendwie das anbringst, also etwas, was du gerne machst, in den Alltag kannst du reinbringen. Irgendwie, Ja. und du Gas gibst, dann, Ja, dann kann vieles funktionieren. Weißt du, Ich also, glaube auch, wie du gesagt hast, wegen überschätzt. Ich glaube auch viel, dass eine Rolle spielt mit dem Umfeld der Fall. Weil du Schon, vielleicht der Vater oder Eltern, oder meistens ist es eben der Vater, der auch vielleicht noch reinredet und sagt, nein, wo sich vielleicht ganz etwas anderes, wo vielleicht keine Ahnung hat, wie es läuft im Fußball. ja. Mein Vater zum Beispiel hat keine Ahnung, wie es läuft im Fußball. Ja, Aber er hat voll. sich auch darum nie reingemischt. Ja. das ist dann ja auch schön, weißt du? Ja, genau. Weißt, Aber es gibt eben das ist ja die, voll wo- okay, wenn Ja, du genau. sagst, okay, Genau. du weißt nicht. Aber Ben, ja gut, dann Ich bleib es so. komme gerne schauen, Ja. ich schaue gerne Fußball, aber Aber wie du sagst, das habe ich nachher auch erlebt mit einem anderen Spieler. Der ist gestanden und der sagt ihm der andere Fahrt, was springt für mich raus? Und der schaut die so an, ihr Sohn wird Profi, weißt du? Also der wird nachher vielleicht genug verdienen, dass er nachher mit ihnen schaut. Was wird bei ihnen rausspringen? Dann sagt er so, ich habe ihn trainiert. Und Kein gemacht. etwa so hat es getönt, weißt du? Ich habe nur zugelassen und die nur den Kopf geschüttelt. Es ist krass, aber ja, eben, die Chance muss man manchmal gerade nutzen. voll. Und wenn man's, weißt, vielleicht hat er auch in dieser Zeit gedacht, ah nein, ich will doch Bayern oder ich weiß nicht, was für Angebot er Ja, hat. genau. Und eben, Aber das ist aber genau die so Umfeld. wenn man so überambitioniert ist, wenn man von Anfang an Ja. träumt, okay, ja, du willst schon Champions League Final spielen und so, ja normal, das wird jeder. Ja, das ist haben normal. wir alle auch, haben wir Alle. alle auch wollen. Bei dir ist es ein bisschen näher als bei uns. Aber, ich habe gesagt, Real oder nichts und noch ist es halt nichts geworden. Weißt du, nicht von dem, Nein, aber Nein, es ist auch schwierig. Am Schluss, wenn es. sicher ist schwierig. Ja, Ja. weißt du, wenn es. Kannst immer Weiß noch Gott, im was der, Nachhinein- wirklich, was der vielleicht für Ja, Angebot genau. hat oder. Man weiß wirklich nie. mm, Und dann denkst du vielleicht so, ja, Regensburg vielleicht. Ja, voll. Aber im Nachhinein wäre es vielleicht gescheiter gewesen, ja. Genau. weiß man natürlich nie. Oder? Im Ja, Nachhinein genau. weiß man alles besser. Im oder? Nachhinein Das, weiß man alles besser, ja. Oder wenn etwas schief läuft, dann wissen Ja. die anderen viel besser. Ja, Ich hätte es so genau. und so gemacht, aber du weißt nicht, wie es ist, als in Ja. dieser Position. Ja, absolut. Ja, ja. Das erlebst du immer wieder. Ja. Ja. Du hast wirklich zweimal auseinander. Wieso? Wegen der gelben Karte. Und wegen Vaduz, Bro. Alter. Die Story, die haben Geil, das ist geil. Über die muss ich noch 2-3 Mal schlafen, bis sie das verdaut haben, Bro. Ja, das ist bei Rappi gewesen. ist bei Rappi, bei Rappi. Sorry, Rappi. Nein, das ist bei Rappi gewesen. Hast du noch eine so eine Geschichte, wo du denkst, Zum Abschließen. zum Abschließen, wo du denkst, die ist brutal, die ist lustig. Ja, Die, ja, ja, schon viel. So, wir sind auch mit Rappi im Trainingslager gewesen. Und, Aber immer nur vom ehemaligen Verein. jetzt ist langweilig. Jetzt ist, langweilig. Jetzt ist. Aber jetzt früher Kind auch, schon- weißt du das? Ja, jetzt ist. Aber früher noch, eben bei Rappi ein bisschen jünger gewesen und ja, kein Kind, ich hatte nicht so große Verantwortung gehabt, irgendwie Ja. so. Und dann sind wir im Trainingslager gewesen. Ich bin glaube ich immer in der Gruppe gewesen, wo alle in den Ausgang haben wollen. Ja, und dann sind wir rausgegangen mit Bahnen, wo wir nicht hätten dürfen. Es war nicht der Mannschaftshobby gewesen. Okay. Dann sind wir raus und dann, da war in Spanien, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Und es hat auch viele Engländer gehabt, der Mod. Mega viele. Wir sind so an einer Straße gewesen, wo überall Clubs gehabt und Ja. es war recht abgefuckt gewesen. Und dann, ja, Party gemacht, noch eine Auseinandersetzung gehabt. Dann, da ist ein bisschen ausgekartet, wir haben, ja, gegen so Engländer, die viel Alkohol gehabt und viel getrunken. Ja. Wir haben Schläger gehabt und dann sind wir ins Hotel. Ich dachte, das war für mich abgeschlossen gewesen. Ich dachte, jetzt ist fertig, jetzt gehe ich heim ins Hotelzimmer, gehe zuerst mal duschen, alles wegwäschen, alles mal wieder beruhigen ein bisschen. Und auf einmal läutet mir die von der Rezeption an, du musst runterkommen. Ich denke, und ich
ich habe leider nicht so, oder dort habe ich nicht so gut Englisch können. Und ich so, Wie du, ist das gleiche Level. Ja, voll. aber jetzt kann ich nicht viel besser, aber ich kann nicht verstehen. Und dann bin ich runtergegangen und sehe die Polizei dort. Ich so denke, hey, wenn du mich verarschen, dann hat wieder mal der Präsident und Du bist im Flugmodus. das Zeug, nein, dann haben sie mir dort das Zeug können regeln, dass ich nicht haben müssen mitgehen. Und ich und nochmal so ein anderer. Und ja, da ist so ein bisschen da gewesen, da ist vieles. Trainingslager. Zündst nur wie ein Smarties, Mann. Ja, ist Zündst wel nur kleiner ideal. als ein Smarties. Wie hast du die Eltern erklären? Ja. Gefängnis. Ja, nein. Zahlen wir Kautionsfonds. Dort fällt mir jetzt auch noch ein. Dort haben die Polizei nachher, die Polizei kommt, uns ein bisschen kontrolliert und alles. Wo ist das? In Spanien. Spanien. Ich weiss den Ort nicht mehr. Ich weiss Marbella dort immer noch, oder? nicht. Nein, nicht Marbella. Insel? Nein, nicht Marbella. Nein, nicht Insel gewesen. Benidorm. Gabi Valencia? Ja, genau. Ja, Benidorm, ja. Benidorm, ja, genau. Mhm. Und dort hat es viele Engländer gehabt. Und dann haben wir die Auseinandersetzung gehabt. Dann ist die Polizei gekommen und hat uns ID wollen und schauen, Ja. wer wir sind und bla bla. Und dann hatte ich 200 € im Sack gehabt und Handy und Kopfhörer. Und am Schluss, wo die Polizei kontrolliert hat, die sind weggegangen zum Auto. Am Schluss haben sie mir 100 € gebraucht. Handy nicht mehr und Kopfhörer nicht mehr. Ich sehe. Was? Wirklich, das ist im Fall kein Witz. Die haben mir das Ja, Handy, warum? die haben 100 mir das €? Handy geklaut. Und Was? Ja. Und Was? ja, und dann hatte ich einen Mitspieler gehabt, wo ich bis dahin nicht gewusst habe, dass er Spanisch kann. Ja, Meine Freundin war Spanierin. ja. Und dann bin ich nochmal zum Polizeiauto gegangen und dachte, mein Handy, okay, Ja. die 100 € kannst du. Ja, okay. Ja, Du aber kennst mein den Film, du Handy- bist ja, verdammt, genau, du kennst ist den schon Film. Ja, und dann habe ich auch ein bisschen gedacht, nicht, dass. Ja, Weil die sind gar nicht so Stöcke gekommen, weißt ja, du? ja. Ja. die Ja, sind so richtig spanische ab- Cops sind Ja, spanische ja, Cops ja. sind Next Level. Ja, ja. Und dort ist, glaube ich, eben bekannt für so viele Engländer und jedes Mal ist dort. Und dann bin ich zum Auto und ich habe nicht Englisch können. Und auf einmal fängt an, der Kollege von mir auf Spanisch reden. Ich so, hey, sag doch früher noch. Ich bin seit einer halben Am Stunde Kampf, ja, Mann. ich bin seit einer halben Stunde am Diskutieren mit denen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich ihnen soll sagen, das ist mein Handy. Und dann haben sie mir einfach aus dem Auto Fenster ein bisschen runterlassen runterlassen. und das Handy geben. Aber Was? Kopfhörer und die 100 € nicht mehr. Nein. Ja, wirklich. So quasi zugegeben sind gelogen, aber der Ja, Rest ja, muss gehen passen. jetzt wieder weg. Da ist gut. Ja. Das Handy kannst du haben. Weißt du, was Willst du noch sie sind den Code nicht rausgefunden. Schon gut, nimm Handy Ja, wieder. kannst du haben. wahrscheinlich. Ja. Kompliziert noch. Ja, genau. Besser geht. Aber Kopfhörer können sie brauchen. Weil, Ja. ja, das ist ein Film. gewesen. Im Ausland Das ist fix ein weißt, Film, ja, ja. die können dich Ja. Und eben, dort habe ich nachher gedacht, nein, ist schon gut. Nehmt alles, gib mir einfach noch das Handy. Ja, ja. Ich will weg von Die dem Szene Ort. nicht mehr Ich will haben. nichts mehr mit dem Du zu tun zufrieden gehst heim, kommen sie dir klopfen, ich will dein Handy gleich wieder. Ja. Gib mir gleich dein Handy, amigo. Gib zurück. Legend. Legende. Hey, Ja, das sind so ein bisschen. ich würde meinen, das ist ein fantastisches Gespräch gewesen. Merci vielmals. Danke Ich dafür. muss allerdings Danke euch. nur mal Danke. ganz kurz intervenieren. Ich habe eine Frage bei uns im Gruppenchat vorgestellt. Und ich habe eine Frage gefunden, die brutal ist. Du spielst jetzt einen Magier, einen, der in die Zukunft schauen kann. Wer gewinnt den nächsten Pizzki? Das ist jetzt Krieg intern bei uns. Ich sage dir ehrlich, ich habe in den letzten Monaten einen Fortschritt gemacht. Ja. Ich glaube, wenn ich Zeit habe, dann. Weißt du, ich bleib dich raus mit 7-2. Jetzt. Nein, jetzt habe ich wirklich Fortschritt gemacht. Ich glaube, wenn ich dabei bin, ich glaube, es wird schwierig für die anderen. Wenn du nicht bist. Wenn ich nicht bin, dann. Ja, jetzt kannst du sagen. Ich glaube schon der Randy. Die anderen sind schwach für den Randy. Das muss ich jetzt einfach so sagen, weil. Egal, das darfst du nicht beenden, Bro. Das darfst du nicht beenden, Bro. Wir tun das schneiden. Wir schneiden da, Bro. Wir schneiden da. Dennis Roll, danke dir vielmals für Nein, deine danke. Zeit. es ist sehr ein lustiges Gespräch gewesen. Es hat Spaß gemacht, mich uns mit dir Voll. unterhalten. Gleichfalls merci Tickets, die du vielmals, gewonnen hast, geben Schicken wir dir nachher. Wir freuen uns, wenn wir mal vorbeikommen und dich sehen beim Ja. Match. Voll nächstes Mal für dich, Alter. Ja, voll, komm mal mit. Gerne. Können wir Bescheid geben, dann organisiere ich. Ey, Ja, dann wir organisieren dir ja Auswärtstickets. Ja, voll, das auch. Ich gebe es euch aber Also. Thank you so much, Leute, Hey, dass das ihr wär's gewesen. Danke dir vielmals. eingeschaltet habt. Und auf Wiedersehen. Jetzt geht's in den Abschluss. Ey, Ciao der zusammen. Abschluss, Dennis hier. FCL, Zimani.
and gentlemen, Lose D in the house. Dritte Folge Lustig, danke fürs Hören. Ciao zusammen, bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Thank you so much. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Talk it like Loose D.